Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lückschatzus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns erst, wir haben nämlich heute Besuch. Dag leben Richard Kape. Der Richard ist hier, weil er der Präsident ist vom Verein von der neuen Spielgemeinschaft der Kölsche Breder. Hallo, Tag zusammen. Dag, Schön, dass ich da Richard. sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ja, jetzt haben wir eine ganze Hälfte von Fragen an dich persönlich und auch an die Kölsche Breder. Willst du uns vielleicht jetzt erzählen, was das für ein Schmölzchen ist? Also erstens ist das ein schöner Name, der uns ingefallen ist, beziehungsweise den wir gekriegt haben. Und zweitens ist das eine Spielgemeinschaft, die jen Kölsch Theater spielt. Und das sind die Kölsche Breder. Und das ist eine neue Spielgemeinschaft, die wir da gegründet haben. Und die wollen, sage ich mal, auch den Leuten Freude und Spaß machen, die jetzt mit der Kölsche Sprache zu tun haben. Wir sind insgesamt, oder andersrum, wir haben mit 8 Personen angefangen. Und haben Mitte des Jahres, wir haben die Corona-Zeit ausgenutzt und haben Mitte des Jahres die Spielgemeinschaft gegründet. Es sind alles Lükscher, die schon früher gespielt haben, die auch ein bisschen Erfahrung mit dem Spielen haben und die also jähen auch, sage ich mal, in der Kölsche Sprache ihrem Hobby wieder neu wollen. Du hast als junger Mensch alt angefangen, ne? Ja, ganz jung, damals das nannte sich noch Volksschule, haben wir ein bisschen Theater gespielt, so ein paar Sketche. Aber richtig Schloss hinget jetzt, nachdem ich nicht mehr so im Beruf eingebunden war, das muss 2008 gewesen sein, da habe ich mich an die Freunde von der Akademie gewandt. Der Akademie von uns Kölsche Sprache muss man vielleicht auch dem einen auf andere verklären, was das ist. Akademie hört sich so an oder Universität und man kann auch wahrhaftig viel lernen. Aber es ist ja nicht so richtig wie in Uni, nur ein bisschen. Aber ein Verein, sage ich mal, der viel für die Kölsche Sprache getan hat. Ich habe ja die Anfänge damals durch meine Schwiegervater mitgekriegt und das Ganze wird ja unterstützt von einer großen, ja kann man ruhig sagen, von der Sparkasse in Köln, die da auch viel, sage ich mal, getan haben, dass das Ganze so entstanden ist, wie es nur höchst, sage ich mal, gemacht wird mit der Lücke. Und es gibt ja viel die Interesse an. Ich weiß, mein Schwiegervater hat erzählt, der hatte so ja Wiener, Hamburger, die hier Kölsch gelehrt haben. Hört sich lustig an, aber war ganz nett. Ja, es gibt ganz viele Seminare, man kann Kölsch Abitur machen und Kölsch Examen und Kölsch Diplom. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, ist das ja nicht schlecht, sich das im Internet ins anzulassen. Es gibt auch so ja ein Kölsch Wörterbuch und eine große Sammlung von Kölsche Lieder. Aber jetzt sind wir vielleicht doch ein bisschen abgewichen, wir sollten doch wieder zurückkommen. Die Kölsche Akademie, die ja auch helfen, aber die hätte ich dann ob die Spur gesetzt, dass du Lust am Spielen hast. Genau, da geht es ja von der Kölsche Akademie, wenn die Lükscher fertig sind mit ihrem Diplom oder Abitur, dann können sie zu den Freunden von der Akademie. Und die haben verschiedene Schmölzchen. Da geht es das Wanderschmölzchen, damals ja wird noch ein Kochschmölzchen, Theaterschmölzchen. Und ganz besonders natürlich, muss man ganz klar sagen, ist der Kölschchor. Angefangen haben wir 2008. Ich selbst war da noch nicht dabei. Ich bin ein paar Monate später dazu gekommen mit, ich weiß nicht, 8 oder 10 Lükscher. Und mittlerweile sind wir 60 Personen, die im Chor von der Akademie Kölsch singen. Und wir hatten schon tolle Auftritte. Aber damals bin ich in das Theaterschmölze gekommen. Und haben da das erste Stöckelchen angefangen, auf Kölsch zu spielen. Und so hat man Spaß und Freude gemacht und so ging es dann wieder. Und jetzt bist du, ihr hat so richtig, wie man es in der Politik auch hat ein doppelte Spitz. Ne? Da bist du der Präsident und Trudi Drechsler. Kannst du uns davon auch noch jetzt erzählen? Ja, wie gesagt, wir haben ja der Verein gegründet und jetzt überladen, hängen wir uns an die Akademie, aber das war auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, denn um Theater zu spielen, muss man auch ein bisschen mit dem Geld umgehen können und vor allen Dingen muss man auch, sage ich mal, ganz spontan sagen können, das machen wir oder das kaufen wir, das holen wir.
ob das jetzt nur Bühnenaccessoires sind oder Bühnenbild oder was auch immer. So, und da sind wir dann auf die Idee gekommen, haben gesagt, okay, wir müssen frei arbeiten können, also machen wir einen eigenen Verein, eine e.V. So, ja, sind natürlich die wenigsten, die Verantwortung übernehmen wollen, bis Trudi und ich. Und dann haben wir uns dann halt entragen lassen für die e.V. Und was ganz toll ist, unser Verein ist auch gemeinnützig. Das heißt, wir können Spende annehmen und wir können auch Spendebescheinigungen ausstellen für das Finanzamt. Da haben wir Wert drauf gelegt und ganz ehrlich gesagt, das wird auch ein bisschen anders besteuert. Sollten wir uns Gewinn machen. Das könnte jod passieren. Ihr hat ja eine alle Dino dabei, der euch mit seiner Erfahrung ein bisschen helfen kann. Da sind wir auch ganz froh drum. Der gehört ja auch zu der ersten 8 Lüksche, mit der wir angefangen haben. Und wir sind froh, dass man der Hermann haben, weil der hätte so viel Erfahrung, der kann uns mit so viel Sachen jetzt bei der Probe helfen. Da sind wir alle froh und zufrieden. Hermann, denkst du ein bisschen erzählen von der Regie? Das ist ja echt verantwortungsvoll, so eine Job, ne? Ja, das hört sich ganz toll an. Das soll man nicht mit Profis vergleichen. Wenn bei der Profis einer der Regie hätte, dann hätte die Regie. Und das hieß hier ein Schmölzchen. Der Professor Hilliers hat immer Wert drauf gelegt, das Wort Schmölzchen zu zerlegen. Die sind zusammengeschmolzen wie eine Einheit. Und im Moment ist das tatsächlich so. Einer hilft dem anderen. Und so ist es auch bei der Regie. Wenn ich irgendjemand nicht bin, oder der Richard oder Trudi oder der Frank oder wer auch immer, oder die Marina, wer dabei ist, oder die Anneliese, irgendeiner könnte immer und hätte noch eine bessere Idee. Und wenn dann auf einmal 4 verschiedene Ideen sind, dann sagen sie, ja, das muss unsere Dino Hermann entscheiden. Und das finde ich richtig schön. Da kann ich mal das Schönste aussuchen und das geht im ganzen Stück gut. Also das ist eine Regie, wie man sie vermutlich nicht alle Tage finden kann. Also so wie eine Regie-Moderation, können wir vielleicht sagen. Ja, das ist wieder zu wenig gesagt. Aber ich denke, wir machen da ne, Job ist es ja nicht. Wir machen da ein schönes Spielchen draus. Jetzt ist es ja ein bisschen schwierig. Wenn wir mich noch dem Stück fragen, dann ist die Spannung vielleicht fort. Aber vielleicht könnt ihr ja doch noch ein bisschen erzählen, worum es in dem Stück geht. Ja, es geht um eine Bäckerei, wenn man so will. Also ein Kleinstunternehmen, sage ich mal, die natürlich auch ihre Sorge und ihre Eier haben. Ja, und da geht der Bäckermeister und der hat eine Tochter und die Frau vom Bäckermeister ist halt früh gestorben. Die Tochter lässt sich seit Jahren schon lange nicht mehr sehen. Ja, und dann hätte halt in seinem Testament festgehalten, wenn seine Tochter nicht verheiratet ist, dann wird seine Haushaltshilfe das Geschäft übernehmen. Und der Mann von der Haushaltshilfe, der arbeitet auch an der Bäckerei. Ja, und die zwei haben natürlich einiges für und wären natürlich froh, wenn der Aal nicht mehr da war. Das ist so eine, ja, Kühnbrützel kann man nicht sagen, aber ein bisschen eine Kniesbügel, ne? Und ja, Leute, ich einfach uns überraschen. Mir will ich ja nicht sagen, das ist ein schönes Stück, schön, die du jetzt zu lachen. Das heißt, das hat mit der Romantik zu tun und auch ein bisschen kriminell ist es auch oder könnte kriminell werden. Das sind ja 2 Themen, ne, sagt man ja auf Deutsch auch Sex and Crime, das tät die Leute meistens faszinieren. Das ist ja wie in der Öelskäse. Das ist richtig, so ein bisschen, wie gesagt, kriminell ist es, ja, und der Aal, der ist natürlich auch so ein bisschen, spielt er da eine Rolle, ne, wenn die junge Mädchen dann plötzlich auftauchen, da taut er wieder ab, ne? Dann kann er auch wieder richtig schlafen. Also das hätte auch im 3. Plöck. So ist es. Und das bist du, der Aal. Ja. Meine Frau hat gesagt, so Arme sehe ich und so Kühe kannst du ja, da kannst du dann wieder spielen. Trudi Drechsler hat das Stück geschrieben und ich muss sagen, ich habe ja immerhin 50 Jahre lang Theater gespielt, ich kann ein bisschen das beurteilen, was der Trudi da aus dem Ärmel hätte das nicht geschüttelt. Das war richtige Arbeit, das Stück zu schreiben. Aber das ist so lebendig, ich weiß, wie ich das erste Mal gelesen habe. Ich wollte an sich nur ein paar Siege lesen.
Und da wurde direkt so spannend, dass da habe ich dann bis zum Enkel lesen und ich weiß nicht, irgendjemand habe ich da durch verpasst gehabt. Aber ich denke, ja, wenn ich alle Bock das schon interessant finde, wo ich so viel kenne, dann muss das Stück einfach gut werden. Und ich bin auch heute noch davon überzeugt, wenn wir dann am 12. März 22 die Premiere haben, dass wir dann allemal froh sind und vor allem uns Publikum. Sagen Sie, verstanden die Leute dann noch so viel Kölsch, dass das Publikum sicher ist? Dass überhaupt so viel Leute das anhören oder belohre kommen? Also ich glaube, die Miese, die hinkommen, verstanden das und hören das doch jeden. Und es gibt auch eine ganze Menge, die zu uns kommen, die jetzt davon gehört haben und gesagt haben, das wollen wir uns anhören. Für die meisten ist es ja interessant zu sehen, wenn da so, naja, man muss sagen, wir sind ja Laienschauspieler. Wenn die auf der Bühne gehen und ein Stück spielen und dann so loren, wie machen die das? Wie spielen die das? Was geht dabei raus? Naja, da läuft uns das ein oder andere schief, aber da muss man mit leben. Wir sind ja keine Profis. Aber sind nicht alle nur Freunde und Bekannte, die da kommen, sind auch fremde Leute. Ja, in jedem Fall. Ja, klar. Ich meine, bei uns ist das ja so, wir haben direkt von vorhin gesagt, mit der ganzen Karte, das ist viel Arbeit, die im Grunde genommen zu besorgen. Und wir haben das hier an Köln-Ticket gegeben und man kann, wie gesagt, die Karte über Köln-Ticket für die 12 Vorstellungen, die wir haben. Der Hermann sagt ja schon, am 12. März 22 ist Premiere. Und dann haben wir das ist Samstag, Sonntag Vorstellung und dann die nächsten 3 Wochen immer Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag, insgesamt 6. Und haben dann im Herbst noch 6 Vorstellungen für die es im Frühjahr nicht geschafft haben. Und Ziel von uns ist es auch dann 23 wieder in die Herbstrichtung zu gehen, das heißt Ende Oktober bis Ende November, Ende November muss man sagen, Dezember, wo wir fertig sind, hier zu spielen. Das hört sich ja echt gut an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr mit den Vorstellungen ja nicht ausgeht, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr spielen möchte, ne? Wir sind ja eine neue Theatergemeinschaft und wir sind auch mit ein bisschen weniger, sag ich mal, zufrieden. Und wenn wir die 12 Vorstellungen sag ich mal, über die Bühne bringen und haben da im Schnitt unsere, was sagen wir, ich meine, die da alle mitspielen, die sind verwöhnt. Die sind so verwöhnt, dass immer meistens der Saal ausverkauft war. Aber wenn er halb voll ist, dann sind wir wie zufrieden. Es hätte ja vielleicht auch ein bisschen mit dem Corona zu tun, wie viele kommen. Wenn die nicht kommen, haben sie vielleicht Angst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die nicht sicher sind mit der kölschen Sprache, also habe ich auch selbst mit Besuch erlebt, die sagen, wir verstehen nicht jedes Wort, aber dadurch, dass gespielt wird und man jetzt einen Sinn kriegt, kann man auch besser verstehen und dann ist es auch nicht nötig, dass jedes Wort verstanden wird. Und ob die Art und Weise blieb, die kölsche Sprache ja auch lebendig, ne? Und dafür jedes dann auch noch so ein Programm, das hast du zusammengestellt, Hermann, oder? Ja, das machen wir dann zusammen. Aber da sinne ich mich für aus. Ich gucke mir dann den Text noch ins an, wo ich mir vorstellen kann, dass ohne Kölsche, der nicht so viel Kölsch spricht, das Wort nicht mehr so präsent hat. Das bringen wir dann im Programmheft. Ich denke, das kriegen wir auf die Beine. Dann können die das nachlesen. Was zum Beispiel eine Baselemanes ist, ne? Ich weiß nicht, ob er das in einem Stück führen kann, aber das kann man dann verklären. Ja, Hermann, du hast gerade gesagt, du machst das Wörterbuch für die es nicht ganz verstanden, aber du sollst hier auch ruhig zugeben, dass du mitspielst. Ja, ich geniere mich ja ein bisschen. Ist aber nicht wahr, ich geniere mich ja nicht. Ich fange nämlich auf der Bühne an zu kötten. Ich bin also der Köttnüssel. Wenn einer von euch das nicht weiß, der kann dann in die Vorstellung kommen, der kann im Programm nachlesen, was eine Köttnüssel ist. Ich verrate es jetzt nicht. Aber man kann dann auch, wenn man als Sigmonde, der kölsche Podklav höre, der hat endlich einen Sinn, was das für eine Kerl ist, der da alle 2 Wochen jetzt Schönes erzählen hat. Also, Lev Lückscher, wäre schön, wenn er dabei wird. Sie tun auch erst viel Probe, nämlich 2-mal die Woche. Richard, wie läuft dann so jetzt so ein Prob? Ja, vielleicht sollte man noch sagen, die Achmann, die den Spielkreis mit gegründet haben, die spielen auch alle. So, wir haben schon 3 jetzt dazu bekommen, das sind Soufflöse und auch der eine, der für sich die Technik kümmert und noch ein Soufflöse. Und die anderen spielen auch alle, einschließlich Hermann.
Ja, und wir haben zweimal die Woche haben wir Probe. Das sind die mir so mitspielen, alt gewinnt von, wo wir damals gespielt haben in der Volksbühne, ehemalige Milovic-Theater. Und das fängt um 19 Uhr fängt das an und ja, am Anfang war man viel noch nicht fertig, aber wenn wir die 3 Akte durch haben, dann wird es auch schon um 10 Uhr, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss man zick werden. Und woher weiß man, wo man sich postieren muss auf der Bühne? Die Bühne ist groß in Perlejawe, die kenne ich. Das entwickelt sich im Laufe vom Probe und im Laufe vom Spielen. Und wie gesagt, da haben wir nicht so viel Erfahrung bei den Dingen, der sieht uns dann schon, was besser ist, ob man hinge, ob man vorne, rechts oder links steht und wie man sich bewegt. Ne? Nur habe ich einen Rollstab viel sitzen, ne? Aber die anderen, die müssen sich ja uns bewegen, bis sie hin und her laufen. Und das gehört natürlich dazu. Das hört sich ja alles erst gut an. Vielleicht möchte man für die Werbung noch sagen, dass man gut daherkommt, Richard. Wie mäht man das? Ja, die Karte kann man über Köln-Ticket bestellen. Da gibt man einfach nur Köln-Ticket bestellen, ist man direkt auf Saalbild. Und da kann man sich einen Sitzplatz aussuchen. Und wir haben Karte für 18 Euro und für 15 Euro, je nachdem, wer mich vorne oder mich hinsitzen will. Und das Schöne ist dabei, wenn man die Karte kriegt, da ist der Fahrausweis für die KVB alt mit drin. Und der Perlengraben, wo wir spielen, ist gut mit der KVB erreichbar. Mit verschiedenen Linien, die 3, die 4, die 18 und ich glaube die 16. Da fährt man einfach bis Poststraße und von dort sind es 3-4 Minuten zu Fuß und da ist man schon bei uns. Es ist nach mingem Perlengraben ist nach mingem Wissensstand der einzige Saal, der ansteigende Sitze hat. Wo jeder das noch? Das wird ja nicht mehr gebaut, das ist ja nicht zu teuer. Aber nachdem der Perlengraben so wunderbar renoviert ist zu wenig gesagt. Die haben da ja richtig auf neu gefummelt und toll hingekriegt. Die hatten ja damals 630 Sitzplätze, jetzt sind es noch 479 oder so jetzt. Breiter Mittelgang, wunderbar, sag ich mal, auch für Behinderte Plätze eingerichtet, die in Betrieb genommen worden sind. Ein Aufzug ist im Haus ganz wichtig für die nicht mehr so gut Treppe steigen können. Die können dann mit dem Aufzug bis auf in den Saal fahren, ja, dann im Saal auf ihre Sitzplatz. Ja, aber Richard, jetzt hätten wir das bei nix vergessen. Wie heißt eigentlich das Stück? ja, das Stück hätte eine typisch kölsche Name. Es heißt Kütt wie es Kütt. Das sieht alles und nix. Aber der Todi hätte sich dazu infallen lassen. Und ich meine, jetzt kenne ich das Stück und weiß, warum es so heißt. Und das werden all die erfahren, die uns in unserem Stückchen besuchen. Dann lassen wir uns Und der überraschen. Name, Kölsche Bretter, der haben wir, Caroline, durch dich oder von dir kriegen. Und der hat uns so gut gefallen, dass wir den als Überbegriff für unsere Theaterspielgemeinschaft genommen haben. Da bin ich auch echt stolz drauf, dass ich uns einen Namen für ein richtig Theater erfunden habe. Die Bretter, die die Welt bedüge, wie der Schiller so schön geschrieben hat. Ich habe das gefunden, der hat an seine Freunde geschrieben, da heißt es dann, also das Rühmsche heißt an die Freunde und ich habe es in das Kölsche übertragen und es geht genau, ob das neue Schmölzchen passe. Da heißt es, jet Großes kann es sonst wo geben, nicht bei uns, im kleinen Leben. Neues suchen wir auf keinen Fall. Wir sind das Große von alle Ziege, ob de Bretter, die de Welt bedüge. Stell für Bayern an uns all. Also wann dat so ja der Schiller gesagt hätt, der tät dat Schmölzchen sicher auch doll finge und et wär dem sicher Ohren freut sich dat zu beloren. So ist es. Und wir wollen hoffen, sag ich mal, dass der Name, wie manche auch der andere Theatername haben, noch lang bestanden blieb. Und wenn wir halt lang nicht mehr da sind, dass sie immer noch von der Kölsche Bretter sprechen. Ja, hier führt, dass die scheiß Corona mit ihren ganzen Kinder, die sie dann, und noch Kinder sind das ja nicht, die Deltas und Y und Omikron und was sie da alles, dass die da vorbei sind, dass wir den Saal richtig schön voll kriegen. Jetzt haben wir jedes Mal, wann Besuch küt, 11 Flücke Frauen abgeschrieben. Und die wollen wir dir doch auch stellen, lieben Richard, dass wir dich auch noch am Ende ein bisschen näher kennenlernen. Ja, ja. Erste Frage, was ist für dich typisch Kölsch? Vielleicht ein Beispiel.
Die Mentalität von der Lück. Alles nicht so für ernst nehmen und ich persönlich sage ganz ehrlich, ich nehme die Menschen, wie sie sind, andere jeder gehen. Und was hast du jän an Köln? Ich mache einfach, obwohl ich in Gladbach, bei Gladbach wohne, mache ich einfach, sag ich mal, den Ring, den Dom. Und wenn ich da in Düxt auf der Treppe sitze und sehe das Panorama von Köln. Ich habe San Francisco gesehen und meine Frau hat damals gesagt, wie wir standen haben, Köln ist genauso schön. Der Lück vom Podcast könnte das jetzt sitzen. Der Hermann hätte gerade singen, Dume in der Hühehove. Machen wir uns Weger. Welche Kölsche, tut auf lebendig, tätst du uns jen treffen? Ja, also wenn ich das könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, würde das der Willi Ostermann. Denn der die uns fragen, wo der die Idee her hat, sein Liedchen zu schreiben. Ist das also passiert? Hätte das gehört? Oder hätte sich das ausgedacht? Ja, das hört sich gut an. Der 4. Frage. Wo tätst du dich engagieren? Mir wie das jetzt alt viel days, wenn du Bürgermeister in Köln wirst. Also erstens täte ich dafür sorgen, dass der Verkehr ein bisschen besser laufen wird in Köln, wie das im Moment der Fall ist. Und ganz besonders am Hetze litten wir unsere Pens. Und da täte ich uns loren, dass wir in der Schule, im Kinderjahre, da ein bisschen mehr Geld für investiert, als wie für manch andere Blödsinn, wo Geld für uns wird. Ja, das hört sich gut an. Der 5. Frage. Was ist einer von den liebsten Plätzen hier in Köln? Wie ich eben schon gesagt habe, das ist uns neue Treppe in Düx. Und wenn man da sitzt und guckt auf das Panorama von Köln, es ist einfach herrlich. Ja, das kann man ja halt in einem Lied hören. Ne? Das schönste vergessen, der Blick nach Köln. Okay. 6. Frage. Was ist eins von den liebsten Liedchen, die ihr auf Köln steht? Hast du da eins von oder auch? Ja, das ist das, was auch für uns im Kölschchor, in dem ich unter anderem auch noch mitsinge, schwer zu singen ist, weil da kommen einem die Tränen in die Ohren. Das Liedchen vom Milovic, der so viel gesungen hat, ich bin eine Kölsche. Wann du nicht mehr in Köln leben dürfst, wo tätst du dann hertrecken? Ja, da wirst du jetzt lachen, aber da ging ich nach Hamburg. Die sind still und ruhig, all jetzt anders wie hier in Köln. Da hätte ich mir auch. Was hast du Rosenmontag 2020 gemacht, wie der Rosenmontag so ausgefallen ist? Da habe ich mich bei mir zu Hause in meinem Büro gesetzt und habe das Stück mit umgeschrieben. Und was wird ganz anders sein in Köln im Jahr 2050? Ich glaube nicht viel. Die Mentalität blieb, obwohl, wie gesagt, immer mehr Lück gibt, die aus anderen Städten hier hintrecken. Das ist ja alles voll. Man kriegt ja kaum noch ein Zimmer. Die armen Studenten wissen ja nicht, wo sie hin wollen. Das wird sich noch mehr durchmischen. Ob wir die Mentalität beibehalten können, ich weiß es nicht. Aber wir tun alles dran. Deshalb spielen wir ja auf Kölsch. Der 10. Frage. Letzte Sache, Köln wäre eine schöne Stadt. Ich war so viel in andere Städte und Länder unterwegs und muss ganz ehrlich sagen, alle haben immer gerne gehört, wenn ich so ein, zwei Sätze in Köln spreche, erzähle das haben sie gerne gehört. Ob Köln eine schöne Stadt ist, ich weiß es nicht. Wir mögen sie, wir lieben unsere Stadt, aber ob es so schön ist, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen dreckig in der letzten Zeit geworden. Und das wäre schöner, wenn man da ein bisschen mit dran tät, dass es ein bisschen sauber wird. Der letzte Frage, Nummer 11. Du kriegst Besuch von einem, der noch nie in Köln war. Ein Mensch im mittleren Alter. Besuch für einen Tag. Was möchtest du dem zeigen von Köln? Der Dom, wenn er noch nicht auf die Bilder gesehen hat. Unsere Zoo ist ganz interessant. Und jetzt komme ich zum 3. Mal darauf zurück. Der Blick nach Köln von der Treppe in Düx.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, dass wir die Leute, die uns so hören, all mitnehmen können, dass sie von Düx nach Köln loren und vom Zauberplatz sind. Da wünschen wir euch noch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschö.